Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 10. Folge Thief Simulator. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das Spiel so lange spiele, aber ihr habt es nicht anders wollen, ihr habt es nicht anders verdient. Nichts. Ich habe euch gewarnt. Ich habe nach der ersten Folge gesagt, wollt ihr euch das wirklich antun. Und da sind wir wieder. Der Timo G als Einbrecher. Jetzt sollte ich mich nur noch bewegen. Hoppla, jetzt bin ich aus dem Spiel rausgetappt. Das ist weniger gut. Da ist es gut, wunderbar. Der Vinny hat uns angerufen, in der letzten Folge, wir sollten Dokumente klauen, wo irgendjemand hat dem Pietro Lombardi seine Dokumente geklaut und die sind jetzt im Haus 102. Wir haben gelernt, Safe knacken. Ich habe in der Zwischenzeit wirklich noch ein bisschen geübt. Ich kann es nicht besser als vorher. Und wir holen uns Infos über das Haus 102. Haben wir doch schon mal. Dort sind wir sicher schon mal eingestiegen, nicht? Nein. 104, alle, 103, über dem 102 sind wir noch gar nicht drin gewesen. Okay. Dann auf gut Glück haben wir noch irgendetwas im Rucksack, kann man nicht brauchen. Nein, wir haben Safe-Knacker-Werkzeug, wir haben eine Taschenlampe und eine wahnsinnig geile Garette am Start. Schön seid ihr wieder mit dabei und es geht ab an Greenview Street. Ich frage mich, ob dort irgendwann mal noch andere Viertel dazukommen und was ich so gesehen habe in diesen Videos von anderen, also es recht viele Sachen noch auf uns zukommen. Dort hinten ist 202. Ich habe jetzt keine Ahnung um welche Zeit und wie und was und wo. Und ich spontan einfach mal gut. Nein, in dieser Hütte sind wir definitiv noch nie gesehen. Nicht da überfahren. Kann ich da in der Ausfahrt parkieren? Einfach auch gescheit nicht. Auf die Seite. Ja moin. Türen gescheiter offen. Ja, Dokument im Tresor. Okay, wir steppen mal ein bisschen um das Haus herum, um zu schauen, was wir so sehen. Nicht wirklich viel Schlaues. So, da ist jemand daheim. Kann ich das so? Yes! Routine des Bewohners erfasst. Erklimmbar, was? Ah, da können wir drüber klettern. Geil, okay. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir durch den Tag einsteigen. Gartenzwerg, kann ich die auch klauen? Nö. Scheiße. Ich komme jetzt. Nicht schon jetzt. Ja. Okay. Dann könnt ihr mal gehen wieder. Wie wär's? Die Cops bleiben jetzt einfach da. Jetzt halbe Let's Play hocken wir einfach in irgendwelchen Schränken und Köderkübeln. Okay, die zwei sind daheim. Der Tresor ist aber dort hinten und sie sind da. Also, muss mal probieren. Weil ich bin einfach zu wenig geduldig, muss ich ehrlich zugeben. Glasschnitt bräuchten wir. Okay. Da haben wir noch nicht. Da sind alle Fenster zu. In das Zimmer hier müssten wir rein. Oh.
Nicht den Kopf ab, bitte Leute nicht den Kopf ab, bitte Leute nicht den Kopf ab. Warum leuchtet jetzt der? Hat der eins entdeckt? Ich sollte mir gleich besser bei Nacht einsteigen. Da können wir nicht mal raus. Wenigstens etwas klauen, da Kopfhörer. USB-Stick. Ja, wir verpissen uns. Keine Panik, wir verpissen uns. Ja, ist ja klar. Komm, nein, also. Übertreib doch nicht. Wir gehen wieder in die Köderkübel. Oh, und dann gehen wir ins Auto gehen, wo wir parkieren werden, bis es Nacht ist. Einfach schon nur wegen der ganzen Nachbarn, die dort rumsteppen. Und wie geht es euch so heute? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Oh, vibriert etwas. Entschuldigung. Das war mein Vibrator. Gut, ich würde sagen, wir steppen heute eins ins Auto. Und fahren irgendwo auf einen Parkplatz. Dort vorne und warten bis es dunkel ist und hoffen, dass die gehen pennen. Die Physik von dem Auto ist einfach eine Katastrophe. So. Schlafen bis um 11. Ja, bis um 12. Komm. Geisterstunde. Verlassen? Nein, ich will aber im Auto bleiben bitte, weil wir nehmen natürlich das Auto und cruisen direkt vor das Haus. Ja moin! Also hinten rein bringt es nichts, weil wir noch keinen Glasschneider haben. Was? Ziegelstein? Jetzt mal, den können wir doch werfen, jetzt geheissen. Entschuldigung, habe ich gemacht. Ist es jetzt schon zwielichtig, einen Ziegelstein in die Finger zu nehmen? Ernsthaft? Sitzt die daheim oder nicht? Tür verschlossen. Schlüssel zur Eingangstür 102. Hä? Wie kann ich die Türe nicht knacken? 2 Leute vorzöckeln. Nein, aber... Wie komme ich denn da rein? Warum kann ich die Türe nicht knacken? Einfach deutlich. So, warte jetzt mal. Aber Schlüssel... Nein, zu diesem Haus haben wir keinen Schlüssel. Nö. Eine Scheibe einwerfen. Ernsthaft, haben die Trollläden da unten. Oh, Mist, ehrlich. Ja, ich mache etwas Gefährliches. Scheiße, dass noch ein Ziegelstein an Gring kommt, weißt du was? Und... Was? Scheiße. Ja, ist ein guter Geier. Ja, aber... In der Nacht haben sie die Trollläden da unten. Da komme ich schon mal nicht rein. Moin. Und durch den Tag... Es muss ja irgendeinen Sinn haben, dass ich mit diesen Ziegelsteinen... Ja, schweig. Du blockierst den Weg. Halt die Schnur. Also mit diesen Ziegelsteinen irgendeinen Sinn muss es ja haben.
Das habe ich nicht wieder nochmal ja, über den Zaun schmeißen. Mist, wie komme ich denn da rein? Soll ich einfach mal läuten, komm. Komm, wir mal läuten. Weil da kann ich nicht auftun. Ich brauche den Schlüssel, warum kann ich die Türen nicht knacken? Hallo? Das kann man nicht mal auftun. Frechheit. Ihr habt dem Pietro Lombardi seine Dokumente geklaut. Hallo? Hallo? Sie wurden von einem Mieter gehört. Ja, es nehme ich an, wenn ich läute. Ich wollte einbrechen. Ja gut, also in der Nacht funktioniert auch nicht. Vielleicht kann sie durch den Tag arbeiten. Mein Gott, wie kann man es so kompliziert machen, jetzt sich die Hütte auszuräumen. Probieren wir es morgen um 8 Uhr nochmal. So. So. Gehen wir jetzt noch ein bisschen Pause. So, bis um 8 Uhr. Deal. Deal. So. Au. Also irgendetwas müssen wir mit diesen Ziegelsteinen wahrscheinlich machen. Jetzt ist gerade einer dort rein, oder? Entschuldigung. So, wir brauchen nur Pietro seine Dokumente. Jetzt hat es hier keine Ziegelsteine mehr, weil die alle ja forthandelt. Zumindest sind die Fenster wieder offen. Vielleicht kann ich eben von hier aus eine Scheibe einschlagen und dann warten, bis sie weg sind. Wenn ich mal so eine Kamera hätte, könnte ich aber gratis Informationen sammeln, glaube ich. Okay. Weißt du, jetzt machen wir es auch auf die harte Oldschool-Art. Wir bekommen $600 für die Dokumente. Und vielleicht haben sie noch etwas anderes im Tresor. Jetzt gehen wir hier mal drüber. Vielleicht ist ja nicht mal jemand daheim jetzt. Da ist ja mal irgendetwas. Der Schmiede ist da, okay. Scheiße. Hat jetzt der Cops? Ja, klar. Was? Was? Seit welcher habe ich einen Bewohner? Da ist er. Oh mein Gott. Normalerweise machen die so und verkrüchen sich. Ja, immerhin sind wir wieder hier und es ist 8 Uhr morgens und dann können wir es mal probieren. Und vielleicht sind ja die Steine jetzt wieder da. Also die Steine sind wieder da. Ich kann jetzt von hier aus einen Stein an die Hütte werfen. Scheibe einwerfen. Nein. 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 Verdammt. Wir sind die schlechtesten Einbrecher. Also Entschuldigung, ich ziehe euch da nicht mit rein. Ja, geht mal arbeiten. Hure sicher. Nein, ich lade einfach eine Scheibe ein und hau ab. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, radikal. Und dann komme ich später wieder und dann verkrüche ich mich und dann schleiche ich rein. Aber wenn schon, geht in diesem Zimmer, warte jetzt doch eben der Taser, der passt auf. Wenn schon geht in diesem Zimmer, wo ich dann auch rein muss. So, jetzt verpiss dich. Nein! Nein, geht die Stor ab, willst du mich verarschen? Oh, lauf! Ab, die Köder! Nein, geht die Stor ab!
Wenn jetzt die unten bleiben oder die Scheibe auch wieder geflickt ist, ich schwöre. Was ist der Sinn von diesen Ziegelsteinen, wenn du nicht eine Scheibe einschießen damit? Oder müsste ich zuerst in den Garten und dann, aber ich kann sie ja auch von Hang einschlagen. Also. Die Idee wäre ja, dass ich von weitem irgendwo anders Lärm machen kann oder dass ich von weitem die Scheibe einschlagen kann und ihn dann nicht schuld bin. So. Und jetzt geht wieder. Der kann sich selber verteidigen, wie wir gemerkt haben. Alter Mann, was wir nicht alles machen für Pietro Lombardi. Da, komm. Crowbar vielleicht mal aus der Hand nehmen. Schleichmodus, fangen wir ein bisschen überschleichen. Gut, gab sie weg. Also jetzt, vorsichtig. Ah, wirklich jetzt? Das ist nicht euer Ernst. Und jetzt finden sie mich sicher noch im Köder, weil mich jemand gesehen im Köder. Ah Mann, ehrlich. Langsam scheisst mich das Game an. Soll jetzt endlich GTA 6 rausbringen? Nein, nein, komm nicht daher, komm nicht daher. Ich bin nicht im Köder. Komm nicht daher. Seht ihr das unten links? Komm nicht, nein. Pfui. Wo nicht mein Auto? Geh weg von meinem Auto. Soll jetzt endlich GTA 6 rauskommen, ich habe keinen Bock mehr auf Thief Simulator. Nein, es fängt ja erst richtig an, aber Digga, lass mein Auto in Ruhe. Gut. Und jetzt hau ab und die anderen können auch mal irgendwie... Sind die den ganzen Tag einfach beide daheim? Das darf doch nicht wahr sein. Und die Polizei fährt jetzt hier im Wald um, oder was? Die Familie Johnson regt mich auf. Das Spiel ist ja cool, aber ich bin einfach nicht fähig irgendwie. So. Ich glaube, ich habe einfach zu wenig Geduld. Die alte stört. Ich kann sie jetzt markieren. So, okay, jetzt habe ich beide markiert. Jetzt kommt sie da rüber und schaut aus dem Fenster. Wenn ich jetzt hier drüber steige, seht ihr mich? Wir warten jetzt einfach, bis sie wieder weg ist. Wir sind schon wieder bei 18 Minuten. Gut, jetzt drüber. Go for it. Und direkt wieder schleichen. Und jetzt hoffen, dass die Scheibe noch kaputt ist, die ich vorher eingeschlagen habe. Ja, das ist sie sogar. Jetzt das Fenster langsam auftun. Einsteigen. Alter, wir sind im Haus. Da ist der Safe. Jetzt einfach beten, dass niemand kommt. Jetzt muss ich nur noch den Kack-Safe. Ich mache Abgang. Das ist mir jetzt heissen. Nein, das ist mir jetzt heissen, und der andere hat einen Taser. Da komme ich mal wieder zurück und räume die ganze Hütte aus, aber nicht heute. Heute wollte ich nur mit Pietro seine Dokumente. Hör auf aus dem Fenster schauen, du siehst nichts, das sind nur Gartenzwerge. Gut. Das ist mein Zeichen zum Verpissen. Und tschüss aus die Maus. Tür, Auto, Zündung, go for it. Und
nicht in die Baum fahren. Und in die andere nicht fahren. Und direkt nach Hause. Oh, endlich. Das war jetzt so die Sauggeburt. Ja gut, Bonus, nein. Aber wir haben, was ist Dokument? Was ist wertvoll? Was mache ich jetzt mit diesen blöden Dokumenten? Die habe ich doch genommen. Okay. Waren jetzt die unterwegs schon wenig, oder? Können wir irgendetwas fehlt immer noch Festplatte, andere Antiquitäten. Nein, aber was habe ich geklaut, habe ich gescheit wertvoll. Dann gehen wir noch schnell ins Pfandhaus und verschütten das Ganze. Oder ist es nur darum gegangen, dass ich die Dokumente einfach zurückholen und der Lombardi braucht es eigentlich gar nicht. Er will nur das sie nicht hat, oder? Ah ja, egal. Guten Morgen, Igor! Hey Igor, machst du mir auf? Welcome back. Welcome back. Mein Freund, wie geht's dir? Schau, ich habe dir ein paar wunderbare Kopfhörer, wunderbaren USB-Stick und 1500 Stutz was. Brudi, muss los. Ciao. Und ciao, sage ich auch zu euch. Das war mit der 10. Folge Thief Simulator. Zum Abschluss nochmals wunderschönes Gesicht. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch ein Like da, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, ihr wisst wie es läuft. Ich bin jedem Einzelnen dankbar von euch. Kommentar schreiben, wenn ihr weitere Folgen wollt. Ich glaube, bei diesen 10 Folgen bleibt es jetzt für einen Moment. Wenn es euch gefällt, schreibt es in die Kommentare und dann geht es so weiter. Wir sehen uns. Bis gleich. Timo G. Ciao.